Liebe Vertreter aus dem Schaffen an Gemengerot, liebe responsabel von den Vereinen, die Damen und die Herren. Tatsache, dass wir als Haut hier voll im Hof hat, und als im Lützeburger Fendel versammeln können, und als Lützeburger bezeichnen, war in unserer Geschichte nach lang nicht immer eng Selbstverständlichkeit. An den deichtere Jahren vom letzten Jahrhundert und Leute, die zu Lützeburg gelebt haben, unter der Unterdrückung an den Gewalttaten durch die Besetzer von Nazi-Deutschland gelitten. Nur den gruseligen Jahren von 1940 bis 1945, also im Jahr nach Krieg dezidiert gehen, den zweiten Weekend am Oktober Journée Nationale de Commémoration zu feiern. Ein Datum, das nicht von ungefähr kennt, und eine wichtige historische Bedeutung für uns alle hat. Am Jahr 1941 ist nämlich gerade auf diesem Tag, auf einem 10. Oktober, nach dem nationalsozialistischen Gauleiter Gustav Simon die sogenannten Personenbestandsaufnahme durchgeführt gehen. Für die Nazien waren wir Lützeburger bis zu dem Zeitpunkt von der Volksgemeinschaft entfremdete Deutsche, weil wir laut ihren Überzeugungen gezwungen gewesen wären, Französisch zu schwätzen. Der Gauleiter hat übrigens den Gebrauch von der französischen Sprache sogar jeder Merci und Au revoir verboten. An der Nazi-Ideologie und auch nicht sonst alle Bewohner von Lützeburg zu der deutschen Rasse gehört. Ausgeschlossen waren zum Beispiel all die mit italienischen, französischen oder belgischen Vorfahren. Für herauszufinden, wen dann lohn oder Nazi-Ideologie die richtig deutsch waren, gab den 10. Oktober 1941 eine Volkszählung eben die besoten Personenbestandsaufnahme durchgeführt. Neben den üblichen Personaldaten an der Frage, ob sie jüdisch Vorfahren hatten, und Bewohner aber auch müssten hier Staatszugehörigkeit, Mammespruch und Volkszugehörigkeit ugehen. Dem Frohbo gouf extra eine zusätzliche Erklärung beigelöscht, mit einer Definition, nur der weder Lützeburg ein eigenständiger Spruch war, und Lützeburg auch kein eigenständiges Volk. Nazi wollte mit dieser Volkszählung eine Aufstimmung, ja, ein Referendum über die Unabhängigkeit von Lützeburg erzwingen. Dabei hatten sie aber die Rechnung auch nicht Lützeburger gemacht. Die Lützeburgische Resistenz hat an einen couragierten Akt mit Fluchtblättern dazu aufgerufen, ob das 3 Frauen mit 3 Mal Lützeburg zu antworten. Zahlen sind nicht präzise bekannt, aber Schätzungen nur sind 93 bis 98% der Bewohner der Aufforderung nachkommen, sodass die Gauleiter Volkszählung frühzeitig aufbrechen. Die Aktion ist auch nicht ohne Folge geblieben. 200 Widerstandskämpfer sind verhaftet gehen und 2 Personen und 1942 mussten dafür Hitler lassen. Das war von den ersten couragierten Akten von einem Volk, das nicht wollte hinholen, von einer feindlichen Macht besatt und indoktriniert zu sein. Das Jahr
sind net leider auch 82 Joer, wo de Gauleiter Gustav Simon mat enger Proklamation der vom 3. August 1942 den Denkst an der Wehrmacht fir Lützebauer Jungen obligatorisch gemäht huet. Majoritéit vun der Lützebauer Bevölkerung, Mammen, Pappen, Großeltern, hun sich zwar geweigert, hier Kanner a Kanneskanner fir Deutschland stirben zu lassen. Und trotzdem huet weder des Weigerung nach dem Generalstreik, den sich vu Wolser fort iwwer ganz Land erstreckt huet, Apps darunter geändert. Mit aller Her hunn die Deutsch 125 streikend vom Generalstreik festgeholt an 21 von ihnen brutal hingerichtet. 260 Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland zur Umerziehung geschickt gin, weil dat geheescht wird. Insgesamt waren am Krieg mehr wie 10.000 zwangsrekrutiert Jungmänner am Alter zwischen 18 und 24 Jahren gezwungen, die deutsche Uniform zu tragen. 2800 von ihnen sind gestorben oder gelten als verschollen. Viele sind da aber auch nach dem Krieg tief traumatisiert zurück an ihre Familie kommen und haben sich ganz oft nicht mehr getraut, über das Erlebten zu schwätzen. Vergessen will ich aber auf dieser Platz auch nicht die 3614 jungen Frauen, die an den Reichsarbeitsdienst sowie an den Kriegshilfsdienst gezwungen wurden. Wir wollen uns auch an ihre Familien erinnern, an daran, wie für schwierige Schwar sie als jung oder alt standen. Erinnern will ich heute aber an die Wannsee-Konferenz von 1942. Eine Konferenz, wo die Nazien das systematische Genozid und die Juden beschlossen haben, also auch und die jüdischen Matbürgerinnen und Matbürger aus dem Grand Duché. Auf diesem Tag denken wir dafür bewusst an all die, die unter dem Terror von Nazi-Deutschland im Territoire vom Lützebauer Land gelitten haben. Und Widerstandskämpfer, die jüdische Bevölkerung, die jungen Männer und Frauen mit ihren Familien, die an den Dienst zum NS-Regime gestaltet kaufen und natürlich auch an all die Todes an die Narben, die das an unserer Geschichte hinterlassen. Die Damen und Herren, Journée de Commémoration Nationale ist also ein Gedenktag gegen Vergessen. Und für allem die Hoffnung, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Als Geschichte weiß aber, wie wichtig es ist, als Identität der Bewusstsein zu sein und uns daran zu erinnern, dass es Freiheit nach lang keine Selbstverständlichkeit ist. Aus diesem Grund tun wir dieses Jahr am Kader von diesem Gedenktag das spezielle Programm für die Lohn- oder Gertneerlegung zusammen am Cortège River an Galerie Collard für die Expo 50 Faces, 50 Stories anzugucken. Eine Expo von einer Selektion von 25 Lebensbiografien von den insgesamt 50 Persönlichkeiten, die an dem Gesamtprojekt mit dran sind. Ein Projekt, das zum Ziel hat, die Zweite Weltgeschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu belichten. Ich gebe ganz besonders auf dieser Platz auch 2 Personen annehmen, die einen ganz speziellen Bezug auch zu der Gemeinde Stenge vertun. Jetzt geht vom Ivan Useldinger und dem Viktor Monnertz. Die Ivan Useldinger war von jungen Jahren an der politischen Resistenz aktiv. Sie hat zusammen mit ihrem Mann gegen die Nazis gekämpft und hat bei der Publikation von der Untergrundzeitung Die Wahrheit mitgeholfen. Trotz der enormen Schwierigkeiten an der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wo sie verhaftet und an Konzentrationslager Ravensbrück gebracht wurde, hat sie auch nimmer nächst anderen Häftlingen geholfen. Der Viktor Monnertz für sein Teil hat mit eigenen Augen nachgucken, wie russische Zwangsarbeiter von den Nazien brutal hingerichtet sind. Trotz der Gefahr, für sein Leben zu verlieren, hat er an einem couragierten Akt einem Deserteur geholfen, sich bei ihm an der Familie an einer Scheier für den Nazien zu verstoppen. Ihren Ansatz an ihre Willen, sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwerte einzusetzen, verdient also den tiefsten Respekt. Wir wollen heute dafür auch ganz besonders an ihren Courage erinnern, an ihnen Merci sagen für das, was sie für uns Freiheit und uns Werte, die wir heute als selbstverständlich angesehen gelegt haben. Die Damen und Herren, lasst uns dafür sorgen, dass Geschichte sich nie mehr wiederholt.
herzlich willkommen, wie gesagt. Ihr seht, wir sind zusammengekommen, gerade so wie letztes Jahr, mir just zu einer anderen Zeit. Weil wir eine Umfrage gemacht hatten, als rauskommt, dass viele Leute lieber hatten, wenn man die Formel vom nur mittag Kaffee mit einem kleinen Snack dabei nicht vorbeihalten, an der Platz da ein Mittagessen zu machen. Kleine Merci geht und alle guten die Leute, die heute geholfen von Oprichten und Kommission vom dritten Alter von der Familie, selbstverständlich, und die Gemengeresponsabel, die das ganz toll ermöglichen und finanzieren. Und da wollte ich auch noch sagen, dass wir bis kleines Neues von das Jahr, ihr wisst, dass ich die letzten Jahre immer viel Fotos gemacht habe, das Jahr haben wir eine Fotobox für euch aufgerichtet. Du könnt da hingehen mit euren Bekannten, lang Grimasse schneiden, die Knäpfchen drücken und dann nur ein kleines Souvenir für mein Team zu holen. Ich bin natürlich auch ganz herzlich als Musiker willkommen. Es wird wie immer eine flotte Ambiance geben. Und ich denke, dass ihr nur im Essen etwas Kleines für eure Verdauung wollt machen und auch aufhängt mit Tanzen. Wenn